Guten Tag, Leute. Wir machen hier weiter, wo wir gestern aufgehört haben bei Another Code. Und zwar haben wir Münze genommen. Ich kann nicht mal vorlesen, was drauf steht. Halbmondmünze. Eine Münze mit einem Halbmond. Dieser Mond ist in der Phase zwischen Vollmond und Neumond. Dann hätten wir noch Münze mit einem Sichelmond. Wenn man sie auf die Seite dreht, sieht es aus, als würde sie lächeln. Okay, ja. Eine Münze mit einem Vollmond. Der Mond ist sehr detailliert gestaltet. Ich kann verschiedene Krater erkennen. Ja. Eine Münze mit einem Mond, dem nur ein kleiner Bogen fehlt. In Japan nennt man so einen Mond den Mond der 16. Nacht. Und dann hätten wir noch die Neumondmünze, eine Münze ohne Motiv. Auf den anderen Münzen waren Monde abgebildet. Ist das der Neumond? Ich kann mir noch angucken. Edward Company. Ja, das ist jetzt nichts Interessantes. So. Die haben wir von dieser Waage hier. Da haben sie drin gelegt. Jetzt ist aber hier das Problem, ne? Ah, doch. Podest. What's this? Schau dir die Waage an. Was ist das auf dem Podest? Ja, weiß nicht. Was ist das auf dem Podest? Sag's mir. Sind das Monde? Insgesamt sind es 5. Das hat doch bestimmt was zu bedeuten, oder? Ja klar. So, ihr Leid, ne? Ihr seht jetzt aber, ich kann... Ich meine, das habe ich noch gar nicht gesehen mit dem Podest, ne? Aber, warte mal, kann ich da noch? Gewicht in Sonnenform? Ach, du gibst doch sau viel. Ach, jetzt kann ich da eine Sache reinlegen. Guck, ich dachte, ich muss die Münze da unten drauflegen und habe mich gewundert, dass das nicht geht, weil du kriegst als Navigator gezeigt. Aber okay, Gewicht in Sonnenform. Sieht aus wie eine Sonne. Ja. Eine Waagschale. Eine Waagschale mit einem Mond. Ich gehe mal davon aus, dass ich die jetzt da hinschmeißen muss. Ja, aber ich weiß halt auch gar nicht, ne? Da unten sind einfach nur die Mondphase aufgelistet. Das heißt jetzt aber... Ich habe eigentlich eher gedacht, dass ich die Münze nehmen muss. Moment. Und da oben hinstecke. Was ist das für eine Metallplatte? Ne, da kann ich aber auch nichts hinstecken. Ne? Ja. Genemo. So, was so macht. Niedriger Tisch. Das dort, an dem Tisch, ne? Das hier, ne? Das war doch so das Rätsel mit den Püppchen. Ne, warte mal, da ist eine Waage drauf. Das ist was ganz anderes, so. Wenn man sie gründlich reinigt, bis man sie eigentlich wieder hinbekommt. Ich will mich doch nicht auf das Essen lugen. Ich will wissen, was an einem niedrigen Tisch ist. Ach, jetzt kann ich eine A gucken. Vorhin wollte ich das 5. Oh, Kerzenhalter. Kerzenhalter. Diese Kerze wurde kaum benutzt. Soll ich es im A stecken? Und ob das geht? Warte. Wo war es? Feierzeichen. Ziemlich over, gell? Da. Benutzen. Zack. Das wird das schön. Ist gleich viel heimlicher, gell? So. Hat das jetzt irgendwas gebrungen? So, gucken wir hier. Verbranntes Gekritzel. Was ist das für ein Bild? Das hat an einigen Stellen Brandflecken. Brandflecken? Jetzt erinnere ich mich. Dieses Bild wurde mit unsichtbarer Tinte gezeichnet. Was? Ja, man muss nur wissen, wie man sie wieder sichtbar macht. In diesem Fall wird sie durch Hitze wieder sichtbar. Das klingt spaßig. So, jetzt pass auf, eine Zeitung. Die Zeitung ist so alt, ich frage mich, aus welchem Jahr sie ist. So, jetzt haben wir da noch irgendwie. Das ist die unsichtbare Tinte. Ich kann sie doch aber sehen. Was ein Witz. Das muss die unsichtbare Tinte drin gewesen sein. So, also da muss drin gewesen sein. So, jetzt mal so gekritzelt. Was könnte das sein? Ich habe gedacht, das wäre das Püppchen, als ich da vorhin drüber geguckt habe. Aber nee, also so, was könnte das sein? Hast du was gefunden? Hier steht die. Kannst du das lesen? Can you solve this, die? What? Ich? Dieses Bild, ist es Teil des Rätsels? Glaubst du, dieses Bild hat eine Bedeutung? Brennys Rätsel. Okay. Ja, jetzt. Pass auf, Kerze. Ne? Das Gekritzel von vorhin. Ich frage mich, ob ich hier die geheime Tinte sichtbar machen kann. Ja, kann ich. Also ja, das war ja gerade. Oh. War ja gerade mal. Ich könnte es so.
Nutzt die Flamme der Kerze, um die versteckte Schrift auf Frannys Rätsel sichtbar zu machen. Neige die Konsole oder den Controller, um das Papier zu bewegen. Falls du beim Sichtbarmachen des Textes die Kerze aus den Augen verlierst, achte beim Bewegen des Papiers auf das Symbol. Aha, der Kerze. Drücke X, um die Position des Papiers zurückzusetzen. Das ist richtig kompliziert hier. So. Ah ja, guck, hier. Da. Aber du gibt's nicht wirklich mehr, oder? Nee, gibt's nicht wirklich mehr. Okay, ich glaube aber, dass das reicht. Ja, komm, wir machen das doch even noch ein bisschen, dass das noch ein bisschen schöner aussieht, oder? So. Ach so. Das musste so sein, dass das schöner aussieht. Yes. Und dann, ah ja, okay, also das ist ein lauter Omega-Zeichen. Durch die Hitze ist das Bild jetzt sichtbar. Wie cool. Was ist denn das für ein Symbol? Hey. Das ist da oben auf der Waage drauf, ne? Das muss irgendwas bedeuten. Ein Brief von Franny, den ich im Arbeitszimmer gefunden habe. Als ich ihn über die Kerzen gehalten habe, sind seltsame Symbole erschienen. Wurde mit unsichtbarer Tinte gezeichnet. Komm, wir gucken uns mal an. Rückseite natürlich auch. Oh, ich kann da noch drauf gehen. Symbol. Was ist das für ein Symbol? Ja, weiß ich nicht. Okay, ich kann nur den Mauszeiger bewegen. Aber da oben, guck. Ah ja, Waage. Sieht aus wie eine Waage. Also, wie ich mir das schon vorgestellt habe, die Waage muss halt in der Waage sein. Und dann kriege ich wahrscheinlich diese Münze oder so. So, dann kommen Sie mal her. Dann probieren wir das. Ashley. Wofür könnten die Münzen von vorhin sein? Ja. Also, ich habe ein falsches Ding. So. Dann würde ich sagen, schmeißen wir da jetzt einfach mal Hut in die Waagschale. Vollmondmünze. Tada! Problem gelöst. Nicht? Die Vollmondmünze wiegt. Ja, wie? Aber ist doch jetzt Problem gelöst. What's this? Ja. Insgesamt sind es 5. Ja. Das hat doch bestimmt was zu bedeuten, oder? Junge, was ist denn das für ein Rätsel hier? Guck. Oh. Nee, warum? Also Ach so! Wart. Oh, das Ding ändert sich. Jetzt habe ich es geschnallt. Pass auf, wacht. Wo waren wir? Pass auf, wacht. Das machen wir nämlich so. Nee, Quatsch. Was mache ich dann? Ich brauch das doch. Zeig mal her. Ja, ist mir egal. Ich will es so nur angucken. Also, ein bisschen nur links geneigt, ein bisschen nur rechts geneigt und genau in der Waage. So. Also genau in der Waage heißt halt quasi Vollmond. Das muss ganz am Schluss hin. Und jetzt ein bisschen nur links geneigt. Das heißt, die Sonne muss schwerer sein. Irgendwie. Ich würde sagen... Halbmond, Dreiviertelmond. Ich würde sagen, gibt es irgendwie Viertelmond? Oder sowas. Das war nix. Das war nix. Oh. Ja. Nicht immer rausgehen. Oh. Mann, ey, ich will doch wissen, was das wird. Ja, hopp, mach hin. Dann machen wir halt, was habe ich jetzt derweil? Was habe ich mir derweil gehabt? Sichelmond, oder? Aber der war viel zu viel. Ich mache mal Halbmondmünze, ne?
Halbmondmünze ist zu wenig. Achso, ich kann sie einfach drauf tippen und dann geht sie wieder raus. Okay. Halbmondmünze ist zu wenig. So. Okay, es ist Vollmond, Dreiviertelmond. Komm mal her. Das sieht gut aus. Also. Oder ist es schon zu viel? Nee, eigentlich nicht. Dreiviertelmond. So, jetzt ich tue jetzt einfach erstmal alle Münzen durchprobieren, ne? Ein Dreiviertelmond und ein Viertelmond. Das ist zu viel. Ja. Ach, ich kann immer nur eine Münze drin legen. Ich kann nicht zwei Münzen hinlegen. Das ist natürlich auch kacke. Kann ich mir nicht einfach sagen, wie viel jede Münze wiegt, anstatt einfach immer nur Wo ist dann die Neumondmünze da? So. Okay. Also, Neumond, dann Vollmond. Und als erstes Halbmond. So. Nee. Okay, Halbmond. Was war dann das? Junge, das Rätsel geht ihm schon tierisch auf den Sack. Also nicht das, ja doch, das Rätsel A, weil es halt so... Also kommt man sich schon irgendwie bescheuert vor, hey. Aber dieses... Ja, ich muss kacken. Ja, ich gehe schon auf. Sorry, aber es ist einfach nur so, was war denn das jetzt? Dreiviertelmond, Neumond. Dreiviertelmond, Neumond und Vollmond. So. Sorry. So, jetzt pass auf, jetzt mache ich die Sodonin. Alright. Schauen wir uns den Kamin genauer an. Maybe. Ja, so jetzt hat. Nee, hier, ja. So, will ich jetzt. Welche Münze soll ich hier? Dreiviertelmond, bitte. Dreiviertelmond. Und jetzt hätte ich gern. Oh Gott, das ist halt doch einfach die Neumondmünze. Vollmondmünze, soweit ich mich erinnere. What was that sound? Ah, wir haben es geschafft. Oh, war das anstrengend. Das Rätsel hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil das so verklingert war, welche? Oh, da muss ich doch extra drauf tippen und dann sagt sie immer diese blöde. Komm, wir haben es so gepackt. So, raus damit. Figures there was some trick to this fireplace. Es scheint, als ob am Kamin ein Mechanismus verborgen war. Wow. Guess we So, should go through. ich schätze mal, wir sollten da durchgehen. Ja. Na? So, jetzt hat.
A secret room behind a fireplace is just next level. It's unbelievable. Have you been in here before? No. At least not that I recall. Er konnte also das Rätsel, das ihn die Franny gegeben hat, nicht lösen. Du Lusch, guck mal, wir haben es gelöst. Wir sind viel schlauer als du, du Geist. Sorry, die Musik hat sich gerade an What I've Done erinnert irgendwie. Naja. So. Geheimraum. Ich habe gerade German studiert, sind wir gelesen. Warum auch immer. Oh geil, das sind wir wieder hier im Ego-Modus. Ja, doch nicht. So. Es ist zu dunkel, um was zu sehen. Ah, da gucken wir da. Momentchen bitte. Einmal Kerzenhalter. Einmal Feuerzeug bitte. Das ist ein Brief, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man mit dem Brief keine Kerze anstecken kann. Dass man mal ganz schnell dran vorbeigeht. So, siehst du, da ist eine Tasche. Ashley. Ashley, ja. Das ist der Koffer meines Vaters. Er hat Thomas gehört? Hey. Kannst du ihn öffnen? Nee, ich habe nämlich den Code nicht. Nein, er ist verschlossen. Ich frage mich, was wohl die Kombination sein könnte. 1, 2, 3, 4. Tag, Monat und Jahr. Ne, wir müssen in Amerika. Wie war das wieder? Monat, Tag und Jahr vom Geburtstag vom Sohn. Ich weiß so gar nicht, wann der geboren ist, sorry, aber. Ja, soweit sind wir nicht. Vielleicht finden wir irgendwo einen Hinweis, genau. Vielleicht finden wir irgendwo einen Hinweis, zum Beispiel in dieser Tasche. Hey. Was ist das für eine Tasche? That's it. Das ist meine Tasche. Hey. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Ich hatte sie bei mir, als ich auf die Insel kam. Mach sie für mich auf. Krasse Mütze, hey. Wait. Ist das deine Mütze, die? Yeah. Oh ja, das war meine Lieblingsmütze. Sie ist voll ja, genau. Sie ist voll retro, ich mag sie. Sie war nicht retro, als ich sie getragen habe. Oh, da ist eine Karte. Looks like a letter. Sieht aus wie ein Wonder what it Brief, was da wohl says. drin steht. 28. November 1948. Lieber Dee, herzlichen Glückwunsch zu deinem 12. Geburtstag. Du bist der erste Freund, den ich auf dieser Insel gefunden habe. Ich freue mich so sehr, dass ich deinen Geburtstag mit dir feiern kann. Ich hoffe, wir werden viel Spaß zusammen haben. Deine Franny. 2.8.11.1948. 28.11.48. Könnte ich mir vorstellen. This was from Franny to me? Er war von Franny an mich? That must be it. Das muss It's es a sein, birthday ne? card from Das ist Franny seine to Geburtstag. you. Also, sorry, ja. Huh. You don't remember? No. I don't, but this card was probably written on my birthday, right? Ja. Which means now you know when your birthday is. Yay! Ach ja, stimmt. Yeah. Hätte You're ich ja right. zurückrechnen. Erhalten Geburtstagskarte. So, das ist noch Baseball, den will ich mir natürlich auch noch angucken, ne? Wow. Der Ball sieht echt alt aus. War das deiner? That's it. Ja, ich habe Baseball geliebt. Ich habe oft mit meinem Vater gespielt. So. So. Ah, guck mal, da. Also, ja, da. Es ist zu dunkel, um was zu sehen. Komm, dann machen wir halt da oben. Zack. Oh, diesmal geht's automatisch. Muss nur A gucken. Das ist mal cool. So, Holzkiste. Ich frage mich, was in diesen Holzkisten ist. Sie lassen sich nicht öffnen, also werde ich es wohl nie herausfinden. Aber was man herausfinde, ist das hier. Kamera? Okay. Haha. Google, wer das ist, müssen glaube ich bei Sivo. Oh, alter Schwede, haben wir verpasst, hä? Stimmungswechsel gescannt. So, jetzt pass auf, wir sind noch bei Charaktere. Wieso haben wir dann da noch nicht seinen Geburtstag stehen, weißt du? So. Wieso zeigt der mir jetzt was Neues? Achso, ich muss doch das lesen, ne, was ich natürlich gerade gescannt habe. Wäre natürlich eine gute Idee gewesen. So. Ja, ich bin ein bisschen verduddelt.
So, guck mal hier. Stimmungswechsel. Etwas Neues zu erschaffen ist keine leichte Aufgabe. Das gilt für alles, auch für das Another. Wenn meine Forschungen nicht so laufen wie erhofft, lese ich ein Buch, um meinen Geist zu entspannen. Zum Glück enthält das Studierzimmer des Anwesens zahlreiche Bücher von unzugänglichen, gebundenen Schwarten bis hin zu leichter Kost in Taschenbuchform. Ist jetzt nicht so, dass in Taschenbücher immer nur leichtere Kost drin ist. Aber okay. Ich nehme mir dann eines der verstaubten Bücher aus einem Regal und gehe in den Wald. Dort blättere ich dann durch die Seiten eines alten Romans, während das Sonnenlicht durch die Blätter eines Baumes funkelt. So kann ich die Forschung vergessen, die mir gerade Schwierigkeiten bereitet, und meinen Geist erfrischen. In diesen Momenten finde ich meinen inneren Frieden. Zuletzt habe ich eine Detektivgeschichte von einem Autor namens David Shields geradezu verschlungen. Sein Schreibstil und seine Art, die Geschichte voranzutreiben, treffen genau meinen Geschmack. Nach dem Lesen gehe ich dann zum Pier, um mir von der Klippe aus das Wasser anzusehen. Wenn ich dort zum Horizont blicke, muss ich an unser Wohnzimmer in unserem Haus in Seattle denken. An glücklichen Tagen mit Sayoko und Ashley. Tage, die niemals wiederkommen werden. Na gut, vielleicht baue ich mir eine Sitzgelegenheit und ich stelle sie unter den Baum an der Klippe. Dann kann ich mir vorstellen, wie ich zu Hause bei ihnen sitze. Ah, also hat er doch das Ding gebaut, ne? So, okay. Hätte man das. Was gibt's hier noch Neues? Eine Geburtstagskarte. Eine Geburtstagskarte, die von Franny bekommen. Auf ihr ist ein süßes Kätzchen abgebildet. Ja, okay. Rückseite, süßes Kätzchen. Ist alles wunderbar. So. Baby. Drehen, Zoom. Also ich schätze, dass es 11/28/1948 ist, weil Amis. Also die Dinge für die Kiste ist noch Holzkiste. Ein Stapel von soliden Holzkisten. Ihre Deckel sind zu schwer, um sie zu öffnen, also bleibt der Inhalt ein Geheimnis. Da ist ein Bücherschrank, aber da kann ich nichts machen. Ach so, das X-Ding da. Moment. Das blinkt. Weil du jetzt ich bin im richtigen Raum. Deshalb blinkt das. Ah, okay. So. Father. Ich frage mich, mit welcher Nummer Vater ihn wohl verschlossen hat. Vielleicht den Geburtstag von jemandem, der wichtig war? Okay. Album. Was soll ich denn mit dem Album machen? Achso, da kann ich dann die Karte, hätte ich fotografieren können. So. Also ich probiere sie mal. Wie kann man da auf ohne mit dem Stick? Ich probiere sie mal mit 11. Wo sind die Ends? Da, sorry. 11/28. Weil hier Amiland. Also 28.11. Und da eben 1948. Aber 1948 war doch aber nicht sein Geburtsdatum, sondern der da, an den die Franny das geschrieben hat, oder? Müsste ich also dann noch einmal zurückrechnen. 57 Jahre. Oh nein, er geht nicht auf. Vielleicht habe ich die falsche Nummer eingegeben. Ist natürlich möglich. Ich würde gerne da jetzt mal die 2811 einfach zum Testen. Alright. Also dann, versuchen wir die andere Seite zu öffnen. So, also, 28.11. hat es also doch so funktioniert. Okay, also muss ich gar nicht 2 aufhand. So. Das sind 1948. Und da muss ich jetzt 50 Jahre abziehen. Dann haben wir 1898. 1891. Kann das Sinn? Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verrechnet, das wäre irre peinlich. 18. Was habe ich gesagt? Ich habe schon wieder fast vergessen. 91, glaube ich. Jungs, ich kann mir doch keine Zahlen merken. Und 50 dazu.
Also 91 und 50 sind 48. Also 148 in dem Fall. Das wäre dann 1948. Ja, pass auf. Eine haben wir ja schon mal auf, ne? Hier nochmal. Achso, ja, du leitest die Karte gar nicht mehr, ne? Moment. Ich guck noch einmal. Oh, hallo Anja. Die Geburtstagskarte an. 1948. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 12. Geburtstag. Ach so, ja, wieso? Ja, oh Gott, bin ich bekloppt, hey. Ich muss natürlich 12 Jahre zurückrechnen von 1948 und nicht 57. Ja, sorry, mir war nur ins Bewusstsein gekommen, dass der schon 57 Jahre tot ist. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt so minus 57 gerechnet habe. Okay, kein Problem. 12 zurückrechnen. Das geht ja deutlich einfacher, ihr Leid. So. Ja. Kommen wir doch rüber. Also, da muss auf alle Fälle 9C. Was war das? 48 minus 2 ist 6. Also 8 minus 2 ist 6, Mensch. So. Und 48 minus C ist 30. Also so ungefähr. Ja! Siehste. Das war das Geburtstag von seinem Sohn. Yes! Super. Das ist quasi genau das, was ich von Anfang an gesagt habe. Da sind 4 Zahlen drin. Es ist bestimmt Monat, Tag. Ja, okay, es ist dann doch Tag, Monat gewesen. Haben sie es wahrscheinlich geändert für die doofe Westler. In Japan wäre es dann Jahr, Monat, Tag gewesen wahrscheinlich oder so. Egal. Ast rein, Schloss ist offen. Mein Geburtstag war der Schlüssel. Mein Papa muss dich wirklich gern gehabt haben, die. Father. Vater. Hey. Machen wir ihn auf. Ja. Jawohl. Guck, ich kann da oben schon so Chip-Dingsbums ziehen. It's the another key. Ja. Erhalten einander Schlüssel 2. Sehr schön. Okay, mal gucken, was wir jetzt halt kriegen. Guck mal, das soll ein Hirn darstellen, die Leiterbahne da. Also kann ich mir zumindest mal vorstellen, dass das ein Hirn Sinn soll. So. Okay, das zeigt mir einfach jetzt nur an, wo der nächste ist. Okay, aber das weiß ich doch. Achso, ja, das habe ich schon vorher Now we gewusst. have 2. Ja, das ist richtig. That Jetzt haben wir means there's 2. just one more to find. Ja. What's the matter, Dee? The things in here were all important to Father. Let's take a look and see what he kept in here. Ja. So, erstmal Notizbuch, ne? Ein altes Notizbuch. Was meinst du, was steht drin? Lies es. Stimmt. Datum sieht man nicht. Ich habe einen Kriminalroman unter Pseudonym veröffentlicht, aber er hat sich trotzdem nicht verkauft. Zuerst verliert mein Junge seine Mutter und jetzt kann ich ihm nicht mal mehr ein paar Schuhe kaufen. Ich hätte das Anwesen niemals verlassen dürfen. Vielleicht hätte ich ihm dann ein besseres Leben bieten können. Was kann ich noch tun? Es gibt keinen anderen Weg mehr für mich, Geld zu verdienen. Jetzt bleibt mir nur noch mein Bruder. Sein Bruder ist dann der Maler gewesen. Ja, der Vater von der Franny war der Maler. Und der Vater vom Dee war der Autor. Ist auch nicht so gut gelaufen scheinbar, ne? This is... Das klingt alles sehr düster. Okay. Hier, Füller. Ein Füller. Der Füller wirkt sehr alt. Er hat wahrscheinlich keine Tinte mehr. Ashley. Dieser Füller. Mein Vater hat ihn sehr gemocht. Oh. Das war alles seiner? Ja, es ist halt in seinem Koffer. Komm. Hier Bild angucken. Ein altes Foto, das ein junges Paar mit einem Kind zeigt. Who? Ich frage mich, wer die Leute auf dem Foto sind. Ja. Father. Wer wird das wohl sein? Hey, der Mann ist mein Vater. Echt? Dann ist die Frau wohl deine Mutter, oder? Yeah.
Ja, ich schätze schon. Ja, und das Kind bist du. Dann muss das Kind... Das bin ich. So, dann hätten wir hier noch Papierstapel. Einige Zettel. Was sind das für Zettel? Die sind dicht beschrieben. Das ist bestimmt ein Manuskript oder so. Scharlachrotes Labyrinth. David Shields. Kurz darauf verließ er den Raum, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, etwas zu vertuschen. Mit einem neutralen Ausdruck im Gesicht und unbekümmerten Tonfall wies er das Hausmädchen Monika an. Die Dame des Hauses ist sehr müde. Sie möchte den Rest des Tages nicht gestört werden. Monika nahm seine Worte an und räumte das Essen vom Tisch, das sie serviert hatte. Alles war nach Plan verlaufen. Zumindest bis jetzt. Er bemerkte, wie er begann, selbstgefällig zu grinsen und brachte seine Gesichtszüge schnell wieder unter Kontrolle. Dann hielt er den schwarzen Beutel, den er unter dem Bett versteckt hatte, und weiter und so fort. Wie gesagt, das ist wohl ein Manuskript. Ah, steht sogar drauf. Das sieht aus wie ein Manuskript für einen Roman. Das ist verfasst von David Shields. David Shields? Das ist wohl das Pseudonym, ne? Der Name sagt mir etwas. So. Schuh. Vom Manitou? Ein Kinderschuh. Vom Kindermanitou. Das ist mein Schuh. Ashley. Warum ist dann doch nur einer drin? Also, ja, der Vater hat ja gesagt, er verdient nicht nur genug, um seinem Sohn ein nice Paar Schuhe zu kaufen. Hat er ihm jetzt das der andere Schuh auch noch geklaut, oder was? Warum ist es nur einer? Ja, genau. Keine Ahnung. Okay, was macht wir? Wir haben hier neue Infos, sehe ich gerade. Die werden wir uns jetzt gleich angucken. Wahrscheinlich, dass er Pseudonym hat. Thomas, da ist er. Ehrlich und freundlich. Thomas' Vater war noch sehr jung. Nee, Thomas' Vater starb, als er noch sehr jung war. So, ja, doch, eigentlich stimmt's. Er wuchs zusammen mit Henry im Anwesen auf. Durch Wells Tagebuch konnten sich die wieder daran erinnern, dass Thomas sein Vater war. Diese Erinnerung schien ihn aber nicht zu freuen. Soweit war man schon. In seinem Tagebuch beschreibt Wells Thomas als ehrlich und freundlich. Als Kind war er bestimmt. Als er nicht mehr in dem Anwesen gelebt hat und sein Großvater krank wurde, hat er ihn zusammen mit die besucht. Es war noch genau so, wie ihn Wells beschrieben hatte. Was steht denn da jetzt Neues drin? Da war doch aber was Neues. Gar nichts Neues war das. Ich habe gedacht, da steht jetzt da drin, dass er Pseudonym hatte. Daniel Shields oder wie hieß das? Ich habe keine Ahnung. Nun, ja. Just one more, another Es fehlt nur noch ein Another Key. Where in the world is it Wo in aller hiding? Welt steckt der nur? Ich muss gar nicht vorlesen. Mann, die tun doch selber. Hier ist das, ne? Hier leid. Ich bin so drauf, ich bin so vorlesewütig. So, können wir die Kerze da wieder ausblosen? Nee, können wir nicht. Dann lassen wir sie einfach brennen. Pass auf, Another-Schlüssel. Ein Schlüssel zum Starten des Another. Er war in einem Koffer in einem Geheimraum. Papa sucht nach ihm. Das Muster drauf sieht aus wie ein Riss. Nee, es sieht aus wie Gehirn. Sag ich dir. Froh mich doch. Ich habe schon mal Gehirn gesehen. Und zwar, als ich mal die Augen so verdreht habe, dass ich mal eigener Kopf geguckt habe. Habe ich früher als Baby sehr oft gemacht. Hat meine Tante gesagt. Meine Tante und meine Cousine haben gesagt, dass ich früher so geblärt habe. Ich war nur am Bläre, richtiges Schreikind, so als Baby halt, ne? Und dann habe ich halt so geblärt und so roter Kopf gehabt, dass ich die Augen verdreht habe. Also so richtig so die Augen verdreht. Dann sehe ich dann nur noch das Weiße in der Auge und der Kopf ganz rot und ich war am Bläre. Okay, da ist die Tür. Stimmt, die habe ich noch gar nicht gesehen, die Tür. Wo geht die hin? Oh, Westflügelkorridor. War das eine Kakerlake? Komm her, komm raus, Mädchen. Ich weiß nicht, warum die Kakerlake Mädchen sind soll. So halt. Oh, der sieht noch richtig neu aus. Überall in der Villa stehen gemütliche Sitzgelegenheiten. Wahrer Traum. Ich gucke mir mal kurz den Plan an. Ah ja. Guck mal, also das Problem ist so, dass das im Erdgeschoss ist, ne? Das blaue blinke Ding, wo man noch suche. Also könnte man jetzt so voneinander gehen und dann gucken wir mal runter ins Erdgeschoss und dann kann ich von Erdgeschoss dann in den anderen Raum hingehen. Das ist eine gute Idee. So, aber erstmal gucke ich mich hier noch um. Da sind wir herkommen. Da hängt ein Bild, schönes Bild. Gemälde eines Vollmonds. Dieses Gemälde von einem Vollmond ist so schön, es wird beinahe fantastisch. Das ist wirklich hübsch. Also, ja. Fällt nur Röhren der Hirsch. Sesselpupser, Hammer. Das ist Kakerlake zu Hause. Das sieht irgendwie aus, als wäre du was dahinter. Nö, das ist nur so der Rand von dem Ding. Okay, ist hier. Ja, das Anwesen zerfällt halt, ja. Ne?
What? Oh, der Boden ist hier in ganz miserablen Zustand. Stimmt, sei vorsichtig. Yeah. Jo, ich versuch's. Okay. Jetzt geh doch einfach drüber. Du musst jetzt so balancieren. Ja, genau. Guck. Alles gut, alles gut. Aha. Verschlossen. I can't get it open. Ich krieg sie nicht auf. Hm. What is it, Dee? I'm scared. Just all was? of a sudden. Wieso? Ghosts can Stimmt, get ich büchel scared? sie. We need to go. I want to go. Now. Far away from here. Okay, sure. Let's get out of Okay, here. okay. Dann gehen wir. Okay. Okay. Guck mal, wir machen lieber ein bisschen schneller. Far away from here. Können wir jetzt endlich rausgehen? Vielleicht? So, wir sind jetzt ganz weit weg, oder? Oh, das ist der Keller. Warte, ich mach die Tür hier auf. Oh, guck mal, kann man hingehen. Na, wo komme ich jetzt halt hier? Das ist die Küche. Oh, Küche. Was ist gar nicht? Where are we Habe ich nicht now? gefunden. Was sehen wir dann jetzt? Whoa. You could cook for 100 people at once in here. They must have had a fancy chef. Just Und ordentlich being viele in here is making Küchehelfer. me hungry. Oh, Erinnerung. I just remembered something. We had turkey the first time I came to this island. Cool. Turkey? Now I'm hungry jealous. Ja, irgendwie schon, ne? Schon danke. Hab ich überhaupt schon mal Truthahn gegessen? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht. Ich habe auch Wildschwein gegessen. Und Reh. So, Moment. Irgendwo war hier der Kranich so sieht. Da ist er. Dann machen wir gleich mal ein Foto davon, ne? Wie geht das? Da, hier, Kamera. Ah, reicht schon, gut. Das muss was anderes sind wie 10. Ah, 7, sehr gut. Also geht das nicht direkt nur 3. Also wir haben nichts verpasst oder so. Alles klar. Das gefällt mir gut. So, jetzt, ich lese es natürlich gleich durch. Nicht so doof wie vorhin. Kaffeevorlieben. Ohne Bills Unterstützung wäre es nicht möglich, dass ich auf dieser Insel lebe, geschweige denn an meiner Forschung arbeite. Nachdem ich von der Welt vergessen bin, bringt er mir regelmäßig vom Festland die Dinge, die ich zum Überleben brauche. Zum Beispiel Kaffee. Ohne ihn kann ich mich nur schwer entspannen. Ach, deshalb hat er eine Einkaufsliste für Bill. Nicht, weil Bill zu Besuch war und er wollte ihm was kaufen, sondern die hat er ihm Bill gegeben und hat gesagt, hier, Bill, kauf mal das bitte. Ah ja, okay. So. Allerdings entspricht der Instant-Kaffee, den Bill immer mitbringt, nicht unbedingt meinem Geschmack. Ich finde, Kaffee muss aus frisch gemahlenen Bohnen gebraut werden. Ich habe ihn gedrängt, mir ganze Bohnen zu besorgen und ein paar Wochen später ging mein Wunsch in Erfüllung. Er brachte mir ein einzelnes Päckchen. Natürlich begab ich mich direkt in die Küche und traf alle Vorbereitungen, um die perfekte Tasse Kaffee zu machen. Aber in der ganzen Villa gibt es nirgends eine Kaffeemühle. Ich habe meinen Fehler eingesehen. Es war nicht sehr schlau, Kaffeebohnen zu verlangen und die Kaffeemühle zu vergessen. Und während ich so mit meinem Instant-Kaffee da saß, ist mir was aufgefallen. Es gibt hier jede Menge Teeservices. Auf unzähligen Regalen der Villa findet man Teekannen und Ähnliches. Wie Sayoko waren die Bewohner dieses Anwesens wohl Fans von schwarzem Tee. Meine verstorbene Frau war nahezu besessen davon. Sie wählte nicht nur die Art der Teeblätter und die Tasse, sondern auch die Temperatur entsprechend ihrer Stimmung aus. Okay, das ist wirklich krass. Wir haben wohl alle unsere Vorlieben. Das war bestimmt bei den einzelnen Mitgliedern der Familie etwas auch so. Ja. So, haben wir wieder was gelernt? Über die Mama. Zum Beispiel über die Mama, dass die gern Tee getrunken hat. Wer hätte es gedacht? Holzkiste. Scheint leer zu sein. What? Scheint eine stabile Kiste zu sein. Haben sie darin Zutaten transportiert? Nee, die haben die Entwickler einfach so hingestellt, damit es nicht ganz so leer aussieht. Kühlschrank. Oh, krass, guck mal, noch so aus Metall, ne? Der ist riesig, wie ein Laden in sich. Da sind bestimmt so ganze Eisblöcke rinkommen. Mach doch mal auf, großer Kühlschrank mit mehreren Türen. Geht leider nicht. Weil früher hast du ja keinen Strom gehabt, ne? Und dann hast du halt so, ist dann so der Eismann gekommen. Also der Mann mit dem Auto, wo Eisklötze gehabt hat. Und dann hast du da so einen Eisklotz so mit so einer Zange auf den Buckel geschnallt. Und hast dann in den Kühlschrank hingelegt. Wie geil ist das bitte?
der Eisklotz in den Kühlschrank gelegt und dann da Zeichen zugestellt. So hast du einen Kühlschrank gehabt. Unten dann wahrscheinlich eine Schüssel oder so gehabt, wo dann es Tropf so Wasser hingetropft ist. Hey. Also, oh, da hinten war wieder Kakerlak. Das könnte aber am Haus gewesen sein, ne? Ofen. Oh, das Rezept. Sieht aus wie ein Rezept für ein ganzes Menü. Truthahn, Geburtstagstorte. Oh ja, das habe ich gegessen. Das war so lecker. Oh Mann, ich werde neidisch. Okay, ich wollte doch aber eigentlich den Ofen angucken. Ah, jetzt hat. Das ist ein prima Ofen. Da haben sie bestimmt Kuchen und alles Mögliche sonst gebacken. Jessica backt mir jedes Jahr einen Kuchen zum Geburtstag. Ich muss dafür sorgen, dass diese Tradition dieses Jahr erhalten bleibt. Ja, das stimmt. Gute Tradition eigentlich. So, da hätte man auch noch ein Herd. Alles natürlich Gasherd. Sie haben wohl mehr Herde gebraucht als die meisten anderen Leute, um ihr Essen zu machen. Scheint nicht mehr benutzbar zu sein. Wie hat Papa sein Essen gemacht? Ach komm, was sind 6 Herdplatten? Okay. So noch 7, 8. Okay, es sind doch mehr. Ich wollte gerade sagen, so viel sind das jetzt auch nicht. Aha, eine Spüle. Ein großes Spülbecken wie das hier macht es wohl einfacher, viel Geschirr auf einmal zu spülen. Das ist doch schon recht breit, ne? Aber gar nicht nur so tief. Aber warum soll das also ewig tief sein? So, kann ich da oben noch was gucken? Warte mal. War da noch was dabei? Nee, das war der Herd. Okay, Fenster gucken. Die Fenster sind so schmutzig, dass der Blick nach draußen ganz verschwommen ist. Aber das ist schon schön, ne? Das Fenster da. Da kann ich halt beim Spülen das Fenster rausgucken. Also wenn jetzt hier halt die Spüle wäre, das wäre noch krasser, dass du halt so rausgucken kannst, ohne den Hals zu verdrehen, sondern dann, das wäre voll praktisch. Aber okay, so, was ist das hier? Teller und Spachtel. Ein Küchenhelfer? Ne, wie heißt das Ding? Oh, Arbeitsplatte. Also generell. Auf der Arbeitsplatte liegen Küchenutensilien. Oh. Arbeitsplatte halt einfach großer Tisch, Holz. Oh, das ist so ein Hocker. Hat der nicht der Papa gemacht? Dieser Hocker ist wohl da, falls ein Koch mal eine Pause brauchte. Sieht wackelig aus. Kann ich den nicht hochheben, ist so nichts dran. Schublade komme ich auch nicht unten hin. Aha, Geschirrregal. So viele verschiedene Arten von Geschirr. Sie müssen ständig Gäste gehabt haben. Ja, das war ein riesiges Haus, ne? Unzählige Teller, Teeservices. Dann hätten wir noch ein Geschirrregal, noch mehr Teller. Dann hätten wir hier noch eine Tür. So, ich glaube, wir haben hier alles gesehen. Ich gehe mal durch die Tür dorthin. Und die ist auf. Sehr praktisch. A family used to gather around this table to eat together. What's that? Ja, was ist das? Oh, das ist eine Jacke und aus der Portemonnaie rausgefallen. Uiuiui, also, okay, hier gibt's ordentlich was zu gucken, ihr Leid. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe gleich mal in den Kamin geguckt. Feuerstelle ist voller Asche. Okay. Die Fenster sind zugehängt. Komm mal her. Geh mal gleich mal den Mantel angucken. Auf dem Stuhl hängt ein Mantel. Hey. Jemand hat seine Brieftasche hier liegen lassen. Sie ist bestimmt aus dem Mantel gefallen oder so. Oh, echt? Zeig mal her. Tasche. I wonder who left this lying Ich frag around. mich, wer das hier wohl hat liegen lassen. Is that Mom? Mom? Oha. Looks like a newspaper clipping. But what's it about? Mysteriöser Tod einer Wissenschaftlerin. Am 25. um Mitternacht wurde Dr. Sayoko Robbins, 28, Forscherin bei JC Valley, tot mit einer Schussverletzung in der Brust in ihrem Zuhause gefunden. Oh, schlag die Morde durch. Ihre Tochter Ashley, 3, wurde im Schrank gefunden, der sich in der Nähe ihrer toten Mutter befand. Das Kind war unverletzt. Gefunden wurden die beiden von Dr. Sayoko Robbins Ehemann, Dr. Richard Robbins, 30. Er wurde von der Polizei als Tatverdächtiger für weitere Befragungen in Untersuchungshaft genommen. Okay, die Mutter ist erschossen worden. What? Okay. Mom was murdered? And Dad was a suspect? Was Jessica hiding this? Oh, hat sie selber Erinnerung, ja. I'm not giving you the another. Nee, dann war es auch nicht der Vater, weil der hätte sich ja einfach holen können. Mom. Die Liebe war es tot. Is something the matter, Ashley?
No. It's nothing. So. Mantel this? selbst. Stellen wir den Stuhl wieder hin. Ja, genau. Stellen wir den Stuhl wieder hin. Kann ich jetzt den Mantel angucken? Noch einmal? Auf dem Stuhl hängt ein Mantel. Nee, kann ich nicht. Ja, ist mir natürlich klar, dass es da an der Ecke sehr viel zu gucken gibt. Aber ich will mich so erst ein bisschen umgucken. Teeservice. Ach, guck mal da. Teekanne und Tassen stehen zum Gebrauch bereit. Also gucken wir da im Sinne von, haha, Foto mache. Hat er gesehen? Ich habe ihn natürlich sofort gesehen. So, siehst du. Scan erfolgreich. Leben aus der Konserve. Oha, jetzt weiß man, wie er gekocht hat. Also wirklich, hat er nur so ein Konservezeug gelebt. Kommen wir runter. Leben aus der Konserve. Auf einer Insel zu leben, stellt einen vor viele Herausforderungen. Nicht zuletzt das Problem der Ernährung. Ich war eigentlich nie wählerisch beim Essen. Aber das hat sich ganz schön geändert. Nachdem ich mich jahrelang nur von Konserven und Notfallrationen ernährt habe, bin ich den ewig selben Geschmack Tag für Tag gründlich leid. Es wird immer schwieriger, Essen hinunterzuwürgen. Und dann stolpere ich, wie als Antwort auf meine Gebete, in der Küche über eine Angelausrüstung. Die sah noch halbwegs brauchbar aus, also entschloss ich mich, dass es an der Zeit war, selbst für mein Essen zu sorgen. Aber egal, wie lange ich auch am Wasser wartete, es biss keiner an. Die Natur erteilt ihre Lektion grausam und unerbittlich. Also kehrte ich mit meinem leeren Eimer zurück in die Villa und kippte mir mein übliches Mahl aus Dosenfisch, eingelegt in nach Aluminium riechendem Öl, auf den Teller. Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem ich mit jemandem über meinen Angelpech lachen kann. Bei diesem Gedanken sehne ich mich danach, mit Sayoko und Ashley an einem Tisch voll mit selbstgekochtem Essen zu sitzen. PS. Meine Lieblingskonserven sind Corned Beef, Chilibohnen und Clam Chowder. Die Chilibohnen sind angenehm scharf. Ja, Corned Beef mag ich sehr. Also stehe ich richtig drauf. Meistens gehe ich hin, mache so eine Dose auf. Die kann man ja so geil aufmachen mit so einem Drehding. Nur aufpassen, weil das halt scharfe Kante gibt und so. Und dann einfach nur die Gabel hingesteckt, zack, das Ding aus der Rechtdose rausgeholt und dann hast du wie so ein Eis am Stiel, eigentlich Fleisch am Stiel. Und dann kannst du da hucken, kannst es abknappen. Es ist so geil. Aber leid schwer im Mar. Und das ist auch ganz das Ding frech zum Mindest. So. Oder wie meine Mutter gesagt hat, Corned Beef. So, alles klar, haben wir das. Was haben wir hier? Gläserset. Hier sind viele Weingläser, waren oft Gäste hier. Da ist noch so Teller, guck. Zierteller mit Vogelbild. Noch ein Teller mit dem Bild von einem Vogel. Ziemlich schmutzig. Blümchen. Erstmal natürlich, ne, umgucken. Zierteller mit Seebild. Auf diesem Teller ist das Bild einer See oder so. Der Teller ist schmutzig, ich kann nicht erkennen, was für eine See das sein soll. Oder ein See. Oh, das Gemälde einer Frau. Oh, die sieht wunderschön aus, wer sie wohl ist. Weiß ich nicht. Sollen wir mal gucken, ob wir... Na, erstmal hier in Ruhe. Was ist dann, wieso ist dann das so... Ach, das soll ein Schatten sein. Ah, ich dachte, das wäre irgendwie ein komischer Ruß oder so. So, ihr Leid, jetzt gehen wir endlich hier hin. Unordentlicher Tisch. Auf dem Tisch ist ein Weinfleck. Das Papier ist überall verteilt. Was ist hier passiert? Mit Hilfe der Another-Theorie konstruieren wir ein Gerät, das Erinnerung kontrollieren kann. Wenn es fertiggestellt ist, wird es eine nützliche Hilfe sein, um Personen zu heilen, die bei Unfällen oder in Kriegen emotionale Traumata erlitten haben. Das wäre die Lösung für den Vater gewesen. Das ist ein Forschungsbericht über das Another. Aber mit jemandem darüber gestritten? Ich bin noch nicht, das kannst du noch nicht gewusst sein hier. Neben dem verschütteten Wein befindet sich der Forschungsbericht über das Another. Also, das ist alles hier. Ja, aber jetzt gucken wir allein. Zigarette, Stummel, Weinflasch, alles hier. Mantel haben wir schon. So leid Schokolade. Ach, guck mal, leid schon wieder Schokolade. So, Moment, ich rufe mal die Karte auf. Uiuiui. Also, oben war die Küche. Links gucken wir mal auf die Flur. Also an der Seite der Tür und unten da müssen wir hin. Moment, ich tue erstmal die Seitentür probiere aufzumachen. Westflügelkorridor. Die Tür hat ein Schloss. Oh. Aha, ich kann es aufschließen. Sehr gut. Das war nämlich mein Plan. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass die 100 Pro verschlossen ist. So. Ich lasse jetzt aber mal auf, ne? Aber ich will da unten hin. Das ist da, wo das blaue Ding da der Key leihen sollte.
Das rauscht dann doch, so Fernseher. Hier hat man die Fernseher gehabt, dann haben sie What's sogar this Strom room? gehabt. The lounge. Mhm. It's where Father used to drink. Ach, das Radio steht da. The next another key is in here. Mhm. Aha. Warte mal, was haben wir da Neues geredet? Ah, Artikel über Mamas Tod. Ein 11 Jahre alter Zeitungsartikel, den ich im Esszimmer gefunden habe. Hier steht, dass Mama ermordet wurde und dass Papa einer der Verdächtigen war. Safe. Haben wir schon noch was Neues. Außer, dass halt hier der andere Schlüssel sind soll. Ah, ja, da guck. Update von meiner Mama. Wer mit? Ich behalten darf. Ach so, das ist einfach nochmal das Foto oder was? Okay. Wahrscheinlich einfach nur das Foto abgedatet. Alles klar. Erstmal unter den Tisch gucken, ne? Aschenbecher. Dieser Aschenbecher ist schmutzig. Man muss die doch auswaschen, nachdem man Zigarettenkippen weggetan hat. Ja? Keine Ahnung. Zeitung. Oh, Hey, diese Zeitung ist neu. Achso, das war's schon. Hahaha. Halbvolles Glas. What? Puh, in diesem Glas ist etwas. Wie das riecht. Dad? Papa sowas mag. Huh? Großes Sofa. Dieses große Sofa ist nicht schmutzig wie die anderen. Und desto? Dieses zweisitzige Sofa ist überraschend frei von Staub. Oh, hier sind wieder weiche Sitze. wow. Das sieht weich aus. Scheint ein bequemer Stuhl zu sein. Ich würde mir gerne mit einer schönen Tasse Tee auf so einem Stuhl, würde ich mir den bequem machen. Oh, da leidet was. Ein bequem liegender Stuhl mit schicken Verzierungen. Ja, aber da leidet noch Flasch irgendwas. Kann ich wohl nicht nehmen. Geh mal an den Tisch. Auch hier wieder. Bequem wirbelnder Stuhl, Verzierungen. Moment, Foyer. Ah ja, komm, ich kann es zumindest mal öffnen, ne? Hoppala. Es ist auch wieder, wo man von innen öffnen kann, ne? Schloss an der Tür. Oh, Und ich kann sie aufschließen. So, gucke. Schön alle Tiere aufgemacht, so ist das gut. Das Radio. Radio. What's going on with that radio? Gläser sind alle angelaufen. Da etwas Politur helfen würde? Oder hat einer eine gute Slipowitz getrunken oder was? Ich weiß gar nicht, trinkt man denn auch so Dinge? Ich weiß nur, dass es irgend so Kräuterlikör ist oder so. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht wirklich gut mit Schnapsengedönse aus, weil ich selber nicht gern Schnaps trinke. Das ist mir zu hart. Ich gucke mal, ob ich da hinter die Theke kann. Flaschen. Amazing. In allen diesen Flaschen ist Alkohol. Ja, also ist da drin? Ja, ist es. Haha. Ein Kranich. So, Scan-Vorgang. Aschebecher allein da noch. Ganz viel. Unheimliches Radio gescannt. Was? Achso, jetzt kommt Bericht über das unheimliche Radio. Komm mal her. 8, 9. Yay, guck mal, jetzt haben wir wieder. Alles nur 3. Allein zu sein bedeutet mehr als nur Einsamkeit. Es gibt auch eine Gelegenheit, neue Dinge zu bemerken. Wenn man die Augen schließt und dieser verlassenen Insel zuhört, ist da keineswegs Stille. Natürlich nicht, das ist eine Insel, das Meeresrauschen und so. Die ganze Insel strömt geradezu über mit den Melodien der Natur. Das Plätschern der Wellen, das Rauschen der Bäume, das Heulen des Windes, das Gezwitscher der Vögel, das Knarze von den Bäumen, wenn es ein bisschen ganz leicht windig ist, das ist geil. Das Geräusch der Natur, die Geräusche der Natur fügen sich zu einer ganzen Symphonie zusammen. Es ist eine wahre Freude, sie zu hören. Wo ich gerade von Musik spreche, gestern Abend habe ich ein Radio im Gesellschaftsraum gefunden. Aber egal, welchen Kanal ich auswählte, es spielte immer dasselbe Lied. Und als ich versuchte, die Frequenz anzupassen, ertönte nur statisches Rauschen. Da mir nichts anderes übrig blieb, habe ich es ausgeschaltet und wollte mein Abendessen im Esszimmer fertig essen. Aber als ich aufstand, um zu gehen, hat sich das Radio wieder eingeschaltet und dieses Lied gespielt. Ich habe vor Schreck fast meinen Teller fallen lassen. Ich bin wie ein geölter Blitz zurück in mein Zimmer und habe mich in meinem Bett unter der Decke versteckt. Ernsthaft jetzt? In dieser Nacht habe ich kein Auge zugetan.
Als Wissenschaftler weiß ich, dass ich bei Phänomenen, die ich nicht verstehe, nach logischen Erklärungen suchen sollte. Und allgemein sollte ich mutiger sein. Aber das Ganze war so furchteinflößend, dass ich es nicht über mich bringe, mich auch nur um eines davon zu bemühen. In Momenten wie diesen könnte ich wirklich etwas gebrauchen, womit ich mir Mut antrinken könnte. Manche Ängste werde ich wohl nie überwinden, Sayoko. Okay, das haben wir. Becher hier. Hier ist nichts mehr. So, also ihr Leute. Dann wenden wir uns wohl mal dem Radio zu. Aber erst morgen. Ihr Leid, komm, wollen wir noch das schöne Gesicht von der Ashley sehen? Geht nicht. Wieso, Ashley, warum kann ich dein Gesicht eigentlich nicht sehen? Da ist es. Hallo. So. Und mit dem hübschen Gesicht verabschieden wir uns in die nächste Folge. Bis morgen. Dann tun wir mal gucken, was in dem Radio drin ist. Aller gut dann und tschüss.